Haut 15. Sonntag am Jahreskreis begrüßen Sie euch aus der Kirche von Habst, wo zugleich Kirmes gefeiert wird. Mir war drauf von heute Sonntagsmass. Es singt die christliche Gemeinschaft von Habst, Kantor aus den Theo Weidig, Organist und Viersänger den Abbé Joel Sander. Nach seinem Urgel-Prälud sangen wir jeweils aus dem Laudate Dominum ein Haus voll Glorie, Missa de Angelis, Credo Nummer 3 und als Schlusslied Lève toi et marche. Durchel spielt ausschließend Sortie en mi bémol vom Lefebvre Weli. Am Namen vom Pap, a vom Sohn, a vom Heiligen Geist. Amen. Den Herr sief ma dich all. Leif Leid heit zu Habst an der Kirche, alle alle Gur, die da iwwer Medien ma deis verbunden sieht. Ein Haus voll Glorie schauet weit über alle Land. Kirmes bedeiht Erinnerung und Weih von enger Kirche als sakrale Raum, als Gottesdienstraum. Späts nom spektakuläre Brand von der Kathedral Notre-Dame zu Paris letztes Jahr, als eis klar, wie Dave als Kirchegebäier Terzer von den Menschen berehren, ob glewig oder nicht. Kirche sind Kanisoen, wo Himmel und Erde sich berühren. Sie spiegeln de Mystère von dem, was unsichtbar ist, aber was über das Sinnlicht am Materiell herausgeht. Generationen von Leid sind hei ausern ergangen. Freder Lied und sie do in religiöse Vierzeichen mit ihnen gedeelt. Kirchereim sind gebaute Glaven
a gebauten Liturgie. Dem gläubige Mensch erlebt die Atmosphäre an der Kirche, das Helligt zu erleben. Gerade dem Heiligen lief allgur, will noch mehr elo begegnen, an het Aneis opholen. Allmächtigen Herrgott soll erbarmen mit deis Sohn, eis all eis Schuld no losen, als ein ewig Leben schenken. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Benedicimus Dei. Glorificamus Dei. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Coniam tu solus sanctus, tu solus altissimus, Iesu Christe. Cum sanctos Spiritus, in gloria Dei Patris. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast gewollt, dass dein Volk Kirche heiße, denn wir sind das Haus, in dem deine Herrlichkeit wohnt. Gib, dass die Gläubigen, die sich in deinem Namen versammeln,
dich ehren, dich lieben und dir gehorchen, damit sie unter deiner Führung das ewige Erbe erlangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. So spricht der Herr: Wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, ohne die Erde zu tränken und sie zum Keimen und Sprossen zu bringen, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen, so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, ohne zu bewirken, was ich will, und das zu erreichen, wozu ich es ausgesandt habe. Wort des lebendigen Gottes. Der Samen ist das Wort Gottes, der Sämann ist Christus. Wer Christus findet, der bleibt in Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. An jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an das Ufer des Sees. Da versammelte sich eine große Menschenmenge um ihn. Er stieg deshalb in ein Boot und setzte sich. Und alle Menschen standen am Ufer. Und er sprach lange zu ihnen in Gleichnissen. Er sagte: Siehe, ein Sämann ging hinaus, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war. Als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versengt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen, und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat. Ein anderer Teil aber fiel auf guten Boden und brachte Frucht, teils 100-fach, teils 60-fach, teils 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Ihr also hört, was das Gleichnis vom Sämann bedeutet. Zu jedem Menschen, der das Wort vom Reich hört und es nicht versteht, kommt der Böse und nimmt weg, was diesem Menschen ins Herz gesät wurde. Bei diesem ist der Samen auf den Weg gefallen. Auf felsigen Boden ist der Samen bei dem gefallen, der das Wort hört und sofort freudig aufnimmt. Er hat aber keine Wurzeln, sondern ist unbeständig. Sobald er um des Wortes willen bedrängt wird oder verfolgt wird, kommt er sofort zu Fall. In die Dornen ist der Samen bei dem gefallen, der das Wort hört, und die Sorgen dieser Welt und der trügerischen Reichtum ersticken es, und es bleibt ohne Frucht. Auf guten Boden ist der Samen bei dem gesät, der das Wort hört und es auch versteht. Er bringt Frucht, 100-fach,
oder 60-fach oder 30-fach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, die Welt verändert sich. Wir leben an einer Welt voll Veränderungen. Technologische Entwicklung macht riesige Schritt. Die Wissenschaft stößt regelmäßig auf neue Erkenntnisse. Als stierte Landschaften verändern sich rapid, also wird Klima changiert in unserem Abfluss. Für manche gilt, wie gut, dass es dort Kirche gibt. Wenigstens die ändert sich nicht oder bald nicht. Die ist wie vieles den Halt gibt matzen an der Brandung, an dat sind 2000 Jahre. Ob das so ist oder nicht, aber wenn es so wie, ob es da gut wie, das sieft do hingestalt. Biblische Texte von Haut gehen do ein ganz anderes Bild auf. Gott manifestiert sich an der Veränderung. Verwandlung, Erwurstem spielen eine große Rolle. Do, wo Gottes Wort wirkt, bleibt nicht, wie es vierdrun war. Das Wort Gottes fällt wie Schnee aren. So können eine Kurzformel von einer sowieso kurzer Lesung aus dem Buch Jesaja sein. Aber was für eine Bedeutung Schnee aren für uns tun, wird uns immer mehr bewusst. Schnee aren sind für uns auf für andere Gegenden überlebensnotwendig. Dabei geht es an unseren Texten nicht eigentlich Schnee aren selber, aber darum, dass sie der Ernährung der Menschen sicherstellen, durch das, was wiest. Reiner Schnee ermöglichen also Leben, weil ohne sie gibt es kein Brot. So ähnlich das Wort Gottes. Es könnte auf die Welt für Leben zu ermöglichen. Es wird geschickt, für zu bewirken, was den Herrgott will. Es sitzt etwas an Gang, so wie durch Bewässerung Nahrungsherstellung an Gang gesagt wird. Es will Leben sichern. Auf den nächsten Blick schenken Gottes Wort an reiner Schnee von sich aus zu wirken. Aber wenn ihr mehr genau hinguckt, wird klar, dass es an beiden Fällen nicht nur Gott als Absender und Akteur braucht, muss auch ein da sein, den den Input abgreift, den Relief überhüllt, den Kehren rekoltiert und Brot pickt. Hei könnte nur der Mensch ans Spiel. Der Mensch ist also gerade so gefordert. Genau das wiederholte Jesus am Gleichnis vom Seemann, das wir am Evangelium hören. Wir sollen nicht einfach passiv vor dem Empfänger sein. Vielmehr fordert das Wort Gottes eis ab, das, was wir hören haben, durchzudenken und da selber aktiv, fruchtbar zu gehen. Nimmen dann bewirkt es das, wie werdet herausgeschickt ginas, nämlich Leben fördern. Liebe alle gut, Bedeutung vom Wort, von dem, was wir soen. Wir da haben eine Wirkung, was sie nicht einfach so an die Landschaft gesot gehen, wenn es nicht einfach Worthülsen sind. Wir können mal diese Wörter etwas auslesen. Was, das hängt vom Kontext auf, von der Stimmung, von unserer Absicht, dem Tonfall und dem Empfänger von unseren Wörtern. Älteren gehen dann nach wann klar usoen oder Regeln, manchmal auch mit Mehrheiten an deutliche Wörter, die von den Kanner sollen angehalten gehen. Ältere von Jugendlichen müssen dagegen erst verhandeln, mit wieder überzeugen und darauf vertrauen, dass das, was sie gutem für ihr Tinie willen, auch könnt. Mal klappt das, mal auch nicht. Wieder die Genti wertschätzend sind, die Trösten, sie wohl am besten geeignet, de vis-à-vis zu berehren. Wenn ein Mensch und de Wirder erkennt, dat wat gesot wird eng Adress als gut gemengt, da passiert etwas mit ihm. Da bewirkt dat Wort etwas, können tun, verändert hier vielleicht sogar zum Guten hin. Weder die Gespräch sichern, weder die Interesse andere weisen, weder die den anderen nicht abgehen,
Das Feder bewegen etwas, am Kleinen wie am Großen, an unsere Familien, an der Schule, auf der Arbeitsplatz, an nur an der Kirche. Wir da hun eng Wirkung, eng Resonanz. Das passt bei der heutigen Evangelium. Ausgangspunkt sind die viel, die beide Jesus kommen, an die spüren, ich sie gemengt, ich sie konzerniert, wann der Jesus schwätzt. Hier spricht eis un. Das den Deklick, da kennt er bis an Bewegung. Was seht also das Gleichnis vom Seemann? Was passiert, wenn er seht? Mit Schwung gehen Kehre gestreht, sodass ein Deel Wehland, ein anderen Deel ob vielsigem Boden, einen anderen Deel an den Dären, schließlich ein Deel auch ob gutem Boden, ob dem Boden, der für den Sohm gedurcht war. Nimmen de Sohm ob dem gute Boden kann abgehen, Wurzeln zielen, Frucht bringen. Und das je dem reichem Moos, 100-fach, 60-fach oder 30-fach. Zum Kehren stehen für das Wort Gottes. Das Wort, das vom Jesus ausgeht. Das Wort, das an der Bibel steht. Das Wort, das wir an der Liturgie hören. Das Wort, liebe Leute, will Menschen erreichen, bei ihnen ankommen, sie berühren. Das Wort Gottes soll etwas am Mensch bewirken. Es will überzeugen von der Liebe der Freundschaft, die Gott dem Mensch entgegenbringt. Menschen sollen spüren, den Herrgott mengt mich und will mich, ganz konkret mich, verwandeln. Nimmen den das Wort Gottes hört und davon bereit wird, kann es weitergehen und doma durch anderer berühren. Nimmen den kennt, ich sie gemengt, kann dem anderen zu spüren gehen, auch du bist gemengt. Den Herrgott will mit seiner Botschaft, die orientiert, die frohmischt und Liebe bejot, bei eis Menschen ankommen, bei jedem persönlich. Zum anderen geht doch Datei suggeriert. Botschaft von Gott könnt nicht nimmer bei denen, die dafür prädestiniert wären, mehr bei sie all. Gleichnis verzählt, wie der Seemann ganz großzügig sind und nicht penibel, nimmer ob großmäßig Effekazität guckt. Hier knickt nicht mam Sohn. Nirgendwo steht, der Jesus hat angeordnet, de Boden so zu trätieren, dass der Sohn nimmer Frucht bringt, an all Kehr abgeht. Der Sohn kann das nicht. Den Text erklärt der Christen ziemlich nüchtern, dass hier Botschaft nicht überall ugeholget, so nicht überall ukommen wird. War übrigens nie so. An Rekolt aus der fruchtbaren Erde geht durch, für aber genug Changement an der Welt zu bewirken. Was können wir, lief alle gut, von all dem für unseren Alltag mitholen? Auf jeden Fall müssen wir für Veränderungsprozesse keine panische Angst tun. Die Geschichte von Gott mit seinem Volk ist eine Geschichte vom Wandel, vom Changement. Und da sind wir mit dran. Vertrauen wir also gelassen ob die wirkend, wandelnde Kraft vom Wort Gottes, ob an der Kirche oder an der Gesellschaft. Liebe Brüder und Schwestern, heute am Evangelium kriegen wir gut Ratschläge für am Gott zu schaffen, am wir all sie gewissermaßen Gärtner. Froh mir eis, worauf könnt ihr tun, wie das der Sohm abgeht an Pflanzen gut wachsen. Der Boden muss schön abgelackert sein und darf nicht hart wie Steh sein. So sind Wurzeln keine Chance. Wir Menschen sind der Boden. Man muss bereit sein, für das Wort Gottes abzuholen und an uns klingen zu lassen. Weder hart wie Beton, nach zu viel Zeit an ihm fertig. Und noch nicht feier Flamme, aber ohne Beständigkeit. Gott selber soll unser Boden leicht und flackig machen, ob an gefügig für Hirn. Amen. Credo in unum Deum. Ad omnipotentem factor angelietae, visitatis
visibilium omnium et invisibilium. Et ex Patre natum ante omnia saecula. Genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexi tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in cielo, sedet ad exteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patri Filium reprogenit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas. Et Catholica, et Apostolica Ecclesia, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Zu Gott, den Eis sein ABC als eine Grammatik für ein erfülltes Leben angeplant tut, bieten wir. Für all die krank gehen und zu viele wieder an Nachrichten. Herrgott, hör eis. Que ton esprit, Seigneur, éclaire les artisans de paix pour qu'ils sachent ouvrir des chemins de rencontre, de dialogue et d'unité. Seigneur, écoute-nous. Für all, die ihre Menschen gut und freundlich wiederschenken, an domat Welt besser machen. Herrgott, hör eis. Que ton esprit, Seigneur, accompagne les pauvres, les malades, les exclus, tous les déshérités de notre société, que tu envoies au monde pour lui dire que l'essentiel n'est pas dans l'avoir et le pouvoir, mais dans l'amour et le partage. Que leurs cris réveillent les consciences endormies et les cœurs fermés de nos sociétés. Seigneur, écoute-nous. Für all, die fest und die Wort von der Hoffnung gelebt tun, anelo bei dir sind. Herrgott, hör eis.
Haut feiert die christliche Gemeinschaft Heil von Habschkirch-Kirmes hier Kirchweihfest. Bitte mal, dass wir uns neu besinnen, an so den Anfang setzen für eine neue Wirklichkeit von lokaler Kirche. Herrgott, Herr uns. Gute Gott, du hast dich uns an Jesus Christus selber offenbart. Hier ist der Schlüssel zu deinem Heil. Ob dich hoffen wir an Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Herr und Gott, nimm unsere Gaben an, schenke uns durch deine Sakramente Kraft und Zuversicht und erhöre alle, die an heiliger Stätte zu dir beten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und deine Größe zu rühmen. In jedem Haus des Gebetes wohnst du als Spender der Gnade, als Geber alles Guten. Denn du erbaust uns zum Tempel des Heiligen Geistes
dessen Glanz im Leben der Gläubigen aufstrahlt. Im sichtbaren Bau erkennen wir das Bild deiner Kirche, die du zur Braut deines Sohnes erwählt hast. Du heiligst sie Tag für Tag, bis du sie, unsere Mutter, in die Herrlichkeit aufnimmst mit der unzählbaren Schar ihrer Kinder. Darum preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit allen Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Weihetag dieses Hauses, an dem du es zu eigen genommen und mit deiner Gegenwart erfüllt hast. Durch Christus, den Herrn und das Haupt der Kirche, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend vor seinem Leiden nahm er das Brot in seine Hände, sprach das Dankgebet und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir feiern das Kirmesmass für all liewig a verstorven Awohner von Habst, a von der Kreizerbuch, an noch für Gabi Weber Wanderscheid. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf,
wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir heißen Kinder Gottes und sind es, darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich in Ewigkeit. Der Herr hat seinen Aposteln den Frieden verheißen. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ihr seid Gottes Tempel und der Geist Gottes wohnt in euch. Der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns in der Kirche auf Erden ein Abbild des himmlischen Jerusalem geschenkt. Mache uns durch diese heilige Kommunion zum Tempel deiner Gnade und lass uns dorthin gelangen, wo deine Herrlichkeit thront. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa est.
mir und Kirmesmaß gefeiert mit der christlicher Gemeinschaft zu Habst. Auch den nächsten Sonntag über Dromat Massai von Habst. Den Habst dann ein ganz schön Kirmes, ich alle ganz schöne Sonntag, an los schalten wir zurück an die Stadt.